Erst als die Rosse gelöst sind, startet ein neuer Trabversuch. Über Feldwege, wieder in den Wald, ein Hoggertz darauf und an einem Bach geht der Ritt. Zwischen ihnen sind Spaziergänger in Sicht. Dann wird sofort nur noch Schritt geritten. Schliesslich haben nicht alle Leute Freude an Ross. Und wenn da gerade eine ganze Gruppe Sättige rasant auf einen zukommt, kann das schon Angst machen. Zudem ist es so viel zu gefährlich, dass irgendwelche Steinchen von den Haufen umgespickt werden und jemanden den Kopf brechen. Rücksicht nehmen, das ist das Zauberwort. Aber nicht nur auf Leute, sondern auch auf andere Tiere muss geschaut werden. Hunde sind zum Beispiel ein grosses Thema für die Rössler. Sie werden magisch angezogen von Ross. Solange sie sich langsam bewegen, ist es eins. Aber wenn sie Gas geben, hoi, dann wird der Jagdtrieb in den Hunden aktiviert und ab geht die Post. Weil es heute doch recht warm ist, beschließt Patricia, ein bisschen vom Heimweg direkt im Bachbett zu laufen. Vorsichtig dirigiert sie ihr Ross das Bördli ab, für ins kühle Wasser einzusteigen. Der Bach ist nur nieder. Das Wasser kommt nicht weiter als ein bisschen oberhalb der Hufe. Die Ross geniessen es, man sieht es gut. Teil schlürfeln laut zum Trinken. Andere nüdern mit dem halben Grinch im Wasser rum. Und der Billy, der lüpft das eine Vorderbein und scharrt wie ein Wilden im Wasser, so dass es nur so spritzt. «Lucky, grabt dein Ross nach Gold?» «Sicher, das ist sein Hobby, hast du das nicht gewusst?» Nachdem alle 4 Beine ausgiebig Zeit hatten für das Trinken, geht der Bachlauf darauf heimzu. Einfach genial, Milli. So kommen sich sicher Cowboys vor. Es sollte immer solches Wetter sein. Und man sollte immer durch das Wasser watten mit der Ross. Und es sollte keine hirnamputierten Jogger geben, macht Milli den Satz auf ihre Art fertig, bevor sie begeistert ruft: «Glassen in Sicht!» Sie hat gesehen, dass Patricia zum Bachhaus ist und vor dem Kioskhäuschen anhaltet. Dort steigt sie ab, gibt dem Ritter nebendran einen Zügel von ihrem Ross und steht am Kiosk an. Vor ihr ist noch eine Frau mit Kind und ein Mann dran. Oh, aber nein, das ist doch der in seinem rot-blauen T-Shirt, der doofe Jogger von vorhin. Mist, ausgerechnet den mussten sie noch einmal treffen. Jetzt, wo der Schreck von vorher eigentlich schon bald vergessen war. Der Mann weiss natürlich auch sofort, wer das er vor sich hat. Kehrt sich noch einmal zur Kioskverkäuferin um und bestellt so manche Raketenglasse, wie Ritter auf dem Platz stehen. Mit einem Blinzeln und noch einmal an einem Excusé drückt er die kalte Ladung der Patricia in die Hände. Ein wildes Plapper und Kicher erfüllt die Luft. Alle bedanken sich für das coole Friedensangebot und also gut, wenn wir dann schon Frieden machen, dann müsste aber die Juma auch besänftigt werden. Schliesslich war sie die, die dieser Privatschöckli bekommen hat, wo dir aus dem Nichts raus sie Satz wie ein Osterhas. Mit einem Gudeli bewaffnet, wo die Millie mit die Hand drückt, steht der Jogger vor die Stute her. Sie schnuppert interessiert um, streckt vorsichtig den Hals in seine Richtung. Dann nimmt sie Säuferli das Würfeli entgegen. Auch hier scheint alles vergessen und vergeben zu sein. Ein Blick auf die Uhr verratet der Patricia, dass sie jetzt dringend den restlichen Heimweg unter die Haube nehmen müssen, wenn sie nicht will, dass der Stallchef sich Sorgen macht. Schliesslich dauert der Gruppenausritt 2 Stunden und nicht ewig. Bestens gelaunt und schön gereilt kommen darum die Ritter schon kurzum in Sichtweite vom Ponyhof Sonnenberg. Der Endspurt der Strasse nah ob sie. Der Hoggertz darauf ist angetreten. Das spitzige Dach vom Haupthaus hat sich deutlich vom strahlend blauen Himmel ab. Drumherum kreist ein grosser Schwarm Tauben. Ihre hellen Federn blenden einem richtig vor Sonne. Der Blitz baut aufgeregt, wedelt und hüpft hinter dem Zaun auf und ab. Die Pony, die gemütlich am Grasen sind auf der Weide unterhalb vom Haus, galoppieren stürmisch auf die Ankömmlinge zu. Sie begrüssen ihre Kollegen mit einem freundlichen Wiehern. Die Milli, wo man das Schlusslicht macht, seufzt tief. Wow! Und ich darf hier dazugehören. Merci!